Da ist er, der Lago di Atitlán. Und ihr seht, dass der ist wunderschön eingebettet hier in die Berge. Hier noch auf dem Aussichtspunkt, bald sind wir da unten auf dem Boot unterwegs. Wir sind angekommen in San Juan und sind jetzt schon diese Straße hier hochgelaufen. Und ihr seht schon den Bildern, das ist einfach mega schön. Ich liebe es ja, diese ganzen Märkte und diese kleinen Stände mit den Sachen, die sie selber machen. Das ist einfach so toll. Und das ist für mich schon auch so ein bisschen was Guatemala ausmacht. Wir bekommen hier gleich einen Workshop von dieser netten Dame hier. Sie zeigt uns, wie die Maya ursprünglich ihre Textilien gemacht haben und wie sie das auch heute noch machen, weil man kann das ja überall hier kaufen. Und ihr seht das hier, es gibt diverse Farben und das sieht man ja dann auch in den Märkten oder an den Ständen, wo man das kaufen kann, dass es hier so viel Buntes gibt. Und jetzt gucken wir ihr mal ein bisschen auf die Finger, wie sie das macht. Insgesamt sind das bis zu 70 Stunden, die sie braucht für ein einziges Stück. Es ist also ganz schön lang. Und die Weberinnen sind sehr dankbar dafür, dass es hier so eine gute Verkaufsstruktur gibt, weil hier können sie ihre Stücke, sobald sie fertig sind, an den Händler verkaufen. Sie kriegen 80% des Verkaufspreises und 20% geht danach an den Händler, der auch das Risiko trägt, ob das Stück verkauft wird oder nicht, weil der bezahlt sofort bei Empfang der Ware. Und es ist natürlich wichtig, dass diese Stücke irgendwo auch einen Markt finden, weil ansonsten geht dieses uralte Handwerk natürlich verloren. Mario, encantada, yo María. Mira, Mario y María, ¿has visto? Es gibt nicht nur die Mexiko-Käfer, es gibt auch die Guatemala-Käfer. Guck mal da in der Windschutzscheibe, da ist es eingeprägt. Dieser Käfer kommt aus Guatemala. Wir sind in Tikal angekommen. Aufgrund der Lage von Tikal, weil wir sind hier ziemlich im Flachland, ist es hier wieder richtig heiß und schwül. Entsprechend haben wir jetzt alles, was irgendwie geht, im Auto gelassen und sind jetzt zu Fuß unterwegs. Wir haben auch schon bereits den ersten Bewohner hier gesehen, einen Nasenbären. Mega cool und ich glaube, das wird hier auch so ein bisschen eine Wildtiersuchaktion geben und ich freue mich mega darauf. Vielleicht sehen wir sogar Tapire, die soll es hier auch in freier Wildbahn geben. Könnt ihr das Gebrüll hören?
Brüllaffen. Ich hoffe, ihr hört's. Hört ihr es? Brüllaffen. Wir kommen ihnen immer näher. Wahres Dschungelleben hier. Das war's von oben. Jetzt gehen wir wieder runter und hoffentlich sehen wir noch ein paar mehr Tiere. Das wäre sehr cool. Seht ihr den Tempel Nummer 3, das wird jetzt gleich noch hier ein bisschen dunkler, der ist über 500 Meter hoch und somit der höchste Tempel hier in Tikal. Im Hintergrund seht ihr Tempel Nummer 1 und da im Baum, ihr erkennt der Vormann, oder? Ja, Tukan. Also selbst wer sich überhaupt nicht für Ruinen von Mayas interessiert, kommt hierher unbedingt. Die Natur ist unglaublich, was wir hier schon jetzt an Tieren gesehen haben. Und weil das alles hier so krass geschützt wird, klar, haben die Tierchen auch keine Angst vor dem Menschen. Da kommt ein kleiner Räuber angeschlichen und ich glaube, er mag Cola. Und da oben hängt noch ein Spinnenaffe. Ich muss mal nachschauen. Spider Monkey heißt der auf Englisch. Wie man den genau auf Deutsch nennt. Der ist da oben auch noch ein bisschen was am Abpflücken. Einfach unglaublich, was hier los ist. Guten Morgen aus Guatemala. Heute geht's nach Antigua. Ich bin schon mega aufgeregt, endlich wieder in diese wunderschöne kleine Stadt zu kommen. Als erstes nehmen wir jetzt aber hier noch ein Frühstück ein und dann geht's noch ein paar Minuten weiter mit dieser wilden Fahrt durch Guatemala, bevor wir dann in Antigua, Guatemala sind. Rührei, Käse, Salsa, Frijoles, frittierte Banane und Tortillas. Wir sind in Antigua! Endlich sind wir hier! Ich freue mich so, hier zu sein.
ein kurzer Pfiff und sie packen alles zusammen. Ich glaube, das ist nicht ganz so legal, was sie hier veranstalten. Schau, jetzt wird sich geholfen. Und jetzt laufe ich den mir so bekannten Weg, den ich zwar nicht beschreiben könnte, aber ich weiß ganz genau, wo ich lang muss. Weil, wie gesagt, Louis und ich sind 2012 für ganze 4 Wochen lang hier in Antigua gewesen, haben eine Sprachschule gemacht und sind währenddessen bei einer Familie zu Hause, haben wir gewohnt. Und ja, da gehen wir jetzt hin. Hola Louis, mucho gusto. Da wird mir das Herz schwer. Das ist der Abschlusstake von Guatemala und somit auch das Ende der Mittelamerika-Reise. Auch wenn hier noch jemand ein bisschen reinpfeift. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich liebe Guatemala einfach noch immer. Für mich ein Land, das so viel Kultur und so viel Natur bietet. Einfach der Wahnsinn. Ja, wir sind bereits hier am Flughafen. Die letzten Minuten hier auf dem Boden noch in Zentralamerika. Jetzt geht erst der Flieger nach Panama, dann von Panama nach Amsterdam und von Amsterdam nach Zürich. Wir sind insgesamt etwa 21 Stunden unterwegs, haben noch Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Also ist noch ein bisschen was an der Reise übrig für uns, aber für euch ist hier Schluss. Wenn euch Guatemala genauso gut gefallen hat wie mir und ihr auch unbedingt mal hierher kommen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat. Sind es die Mayas, sind es die Tiere, ist es die Natur, das Abenteuer, was man hier erleben kann. Schreibt es gerne mal unten hin und vielleicht mache ich noch ein Zusammenfassungsvideo über die ganzen 4 Länder und die Reise an sich. Ansonsten war es das hier auch schon. Falls ihr die anderen 3 Videos nicht gesehen habt, hier oben geht es nochmal zur Playlist von Mittelamerika. Schön wart ihr mit dabei und bis zum nächsten Mal dann wieder aus Europa. Tschüss!